Es ist endlich mal eine Zeit für die zweite Königin-Prüfung, wie auch immer. Hi Freunde, willkommen zurück. Ja, Inselkönigin Myla. Ich hoffe jetzt endlich eine Unterbrechung. Ich hoffe immer noch eine Unterbrechung. Na, wo ist sie? Nicht schon wieder eine Unterbrechung. Michael. Ja, das bin ich. Lily hatte sich verlaufen, also habe ich sie kurz hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen haben sie sich schon mal verirrt. Da wollte sie zwar nur ein paar Schergen von dem Skal aus dem Weg gehen, aber ich habe mir trotzdem etwas Sorgen um sie gemacht. Okay, Masquerade hat gleich wieder einen Kampf und den will ich nicht verpassen. Aber eins wüsste ich zu gerne. Wie sieht Masquerade wohl unter seiner Maske aus? Willst du verarschen? Seine eigene Frau kennt die nicht? Oh Menno, das ist Kukui, Mann. Ich bin von Wölkchen hergekommen. Weiß der Bernett was so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Oh, Name ist Kommandutan, lass mich in ein Team heilen. Ich hab's gerade schon getan. Nein. Egal. Kapufala. Piu, piu. Noch nicht Hetzenwölkchen. Des Krieges. Was ist ein Schutzpatron? Piu, piu. Da ist sie. Die, ja. Gott sei Dank, die kantige Dame mit den runden Hüften. Klingt ein bisschen doof, ja. Ja, kann wegen Gestein, Rundungen, man sieht sie selber. Na du? Ich dachte, die kennen, die mit Kukui unterwegs waren. Mein Name ist Lily. Ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Michael. Er danke, dass ich mich das selber vorstellen darf. Mehrheit. Michael, ich wollte mich noch bei dir dafür bedanken, dass du dir Zeit nimmst, die Menschen und Pokémon Alolas kennenzulernen. Alola! Gut. Du hast also die Prüfungen der 3 Captains von Akala bestanden. Dann ist jetzt die Zeit für die große Prüfung von Inselkönigin Myla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala. Aber yo. Okay, meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich und deine Pokémon alle unsere Kraft zusammennehmen. Deine Gefährten sind allesamt schroffe, aber dennoch niedliche Gesteins-Pokémon. Alte Hüften. Myla fordert uns raus. Sie setzt Nosknöder. Wieso setzt sie im Kampf Nosknöder zu Aussatz Volumina? Will die mich verarschen? Von wegen, ja, du bist ja noch ein kleiner Junge, gegen dich setze ich keine voll entwickelten Pokémon ein. Das ist mir Büßen, Alte. Nee, Z normal ist ja wieder normal. Also Z-Kraft ist ja eine normale Attacke, das ist natürlich doof. Und da ist die geile Musik. Ist echt interessant, wenn man so ein paar Wochen, mittlerweile sogar Monate später, eine Edition nochmal durchzogen. Das spielt natürlich die andere Edition. Weil ich habe ja Sonne bereits, also von der Hauptstory bereits lange, das war noch, ich glaube November 2016 oder Anfang Dezember 2016 durchgespielt. Aber eben, da erinnert man sich halt nach dem ersten Durchspielen halt die wichtigen und erwarteten Sachen, nicht irgendwie so etwas Unwichtiges wie da irgendwie, ja, da kommt noch Team Skull und da ist Schwans erster Auftritt. Das Knie machen wir ein bisschen. Ich kann den Kopf zu brechen, aber es nervt mich ein bisschen. Ja, kein Stab und der Angriff ist relativ schwach. Ja, leg mich am Arsch. Das muss natürlich kommen, wa? Jo, ich glaube, mit dem Sensor mal raus. Sensei, Comeback Mann. Ja, das ist dein Comeback Mann. Ah, da macht schon ein bisschen mehr Damage. Das gefällt mir aber nicht. Giftzahn. Ich weiß auch, dass es nicht effektiv ist, aber ich will sie eigentlich vergiften.
Es wäre die Attacke ab, ich krieg hier noch Zustände. Was ist denn das? Mach erstmal Aussetzer. Was? Der hat doch einen Hyperheiler? Was ist denn das für eine? So. Ich werde hier paralysieren. Ich will dich toxinieren, verdammt nochmal. Vergessen wir es gerade mit Unlicht an. Ist mir zu doof. Meine Fresse, ey. So. Ist er normal vergiften? Lass mein Dark Toxic in Ruhe. So, das Gift macht seinen Rest, jetzt wo ich weiß, dass es nicht mehr heilen kann und so weiter. Jetzt erstmal Zeit, um meine Pokés zu heilen. Vor allem denke ich mal, Sensei von der Paralyse befreien wäre auch nicht so doof. Gift. Heiler, so. Ich bin Sensei. Oh, scheiße. Das war voll in die Fresse, das tut doch weh. Nussgenübung. Dark Toxic hält der Fangspunkt der Sensei auch, aber der Rest nicht. Sedimentur. Ich riskier's mal und schick Marikek vor. Sedimentur ein Pokémon, was doch offensiv was kann. Ich muss einiges schneller sein. Ja, komm, hier. War ja klar, Robustheit. Ah, verbrennt. Ja, Siede, Wasser ist eine Wiese. Ein fieser Move. Da kriege ich voll den Groove. Ja, Freunde, leider hat ein Wulverock, und zwar, egal welche Edition, es ist immer dieser Wolf. Das ist natürlich auch ein Grund, wieso ich nicht unbedingt den Wolf dabei haben wollte, vor allem im Kampf gegen sie. So, weißt du was? Erstmal ein bisschen schwächen hier. Prio! Vor allem auch deswegen! Ihr wisst, das Scheiß-Move kommt! Apokalyptische Steinpresse! Was tut die Alte da? Oh oh. Alter, dabei haben wir doch voll... Ihr wisst schon. Das war fies, ich finde das richtig mies. Räumer. So. Ich dachte, ich hätte es geschwächt. Wir haben noch nur einen Wert, aber trotzdem. Alter, haben wir das Vieh rein. Da brauche ich erstmal einen guten alten Hypertrank. Ja. Okay, macht aber trotzdem relativ viel Schaden. Lieber noch in Reserve behalten und Sensei schicken. Sensei. Müsste ich überleben, außer natürlich, es kommt direkt mal in den Crit, das wäre dann doof. Oh oh, es kommt sowas! Ja, es war noch ein Crit, ja toll. Hoffen wir auf eine normale Vergiftung. Giftgriff! Yes! Jetzt habe ich Zeit zum Heilen.
Warum? Nur wegen Erfahrungspunkten. Alle sollen Erfahrungspunkte kriegen. Aua, das tut doch weh. So, noch kriegen wir auch noch. Steinwurf! So, dann mal ganz schnell austauschen gegen Sensei. Außer kommt direkt mit Biss, dann aber ansonsten. Ein Steinwurf müsste eigentlich überleben. Jo, sag ich ja. Und der Wolf. Der Wolf im Schafspelz ist down. Einfach großartig. Ja, das finde ich auch. Wir haben es geschafft, Mann. Du. Alle Poké sind im Arsch. So, aber was jetzt hier? Hier hinten sind's ja. Pokébohnen, yeah. Lecker Schmecker, yeah. Give me 5. Pokémon wechseln. Ja, komm, genau, ein bisschen was vertragen. Räumer, ja? Ich tropfe. Hallo. Was sind das für Bissgeräusche? Ich Mann? Yo. Hallo Kumpel. Ach komm mal, du dann. Ich finde es eigentlich ein cooles Pokémon, bis auf die Werte. Die finde ich, sind gut natürlich. Ja, wenn man halt wegen seiner speziellen Attacke, Absi plus Fähigkeit, vor allem doppelt. Ist natürlich klar, wie wir gesagt haben, müssen sie irgendwo anders abschwächen. Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller strahlen. Das ist wirklich sehr stark. Hier, dieser Z-Kristall-Typ Gestein, auch Petrium Z genannt, ist für dich. Petrium Z, das Gestein, okay. Wir haben einen Z-Kristall. Lalalal. Ja. Das ist ein Hüftschwung, okay. Yeah! Coole Modelpose. Ja, Model. Setzt diese Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff, sowie besonders gut im Angriff. Ich sehe mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend. Überhaupt nicht, hä? Wie posiert sie dann? Das könnte auch gut ein Kampftrainer sein. Oder Stahl würde auch gut gehen. Piu, piu. Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lili, aber was treibt jemand wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zum Ruin des Lebens? Ich tue es für Wölkchen. Es sind so weit her zu uns gekommen, ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft, aber weil es sich diesen Orten hingezogen zu fühlen scheint, suche in den Ruinen wie dieser hier nach Hinweisen. Nun gewöhnlich als Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Kapufala als Schutzpatron ansehen, ist es immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Ich stark, Mann? Yeah. Ha, bei dir ist wohl kaum der Fall. Und hier zeigt sie dann doch, dass sie, wie ich finde, als Königin eigentlich fehl am Platz ist, weil, ja, Königin, König, wie auch immer, oder Arenaleiter, muss man im Vergleich zu ziehen, die dürfen nicht irgendwie so nach dem Äußeren gehen. Den Fehler, der kann vielleicht ein Captain machen, sonst nur ein erfahrener Trainer, gar kein Problem, aber, nee, König, Königin, Arenaleiter, was auch immer, er darf so einen Fehler nicht machen. Das kann ganz übel ins Auge gehen. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und nette Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe zurück in die Stadt, Lili.
Ich finde es toll, dass du ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist. Und deswegen will ich dir helfen. So, finde ich auch geil. Lilly ist cool. Inselkönigin Maida, ich bin Talia aus Lilly. Ich möchte gegen dich kämpfen. Oh, Michael. Ein Typ von der Aether Foundation mit einer grünen Brille wollte du ins Hanu-Hanu-Resort kommen, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Aether Foundation? Ich weiß doch, was sie von dir wollen, aber geh ruhig, Michael. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, sollst du mit Glurak nach Kantai City fliegen. Semitan ist Pokémon-Kampf an. Ich weiß, ich bin nicht so stark wie mein Opi Halla, aber ich hole trotzdem das Beste von Arikek und den anderen heraus. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Ich mach dein Bestes. Grins, grins. Zwinker, zwinker. Kennst du das Hanu-Hanu-Resort? Jede Lola ist total berühmt. Yeah, man. Das ist mir doch der Ort, wo wir noch gar nicht hin konnten, wa? Roto, ich will auf die Karte gucken. Lass. Nein. Aus. Pfui. Ja, das ist der einzige Ort auf der Karte noch fehlt für die Insel. Minemele. Ja gut, ihr findet aber den Strand im Prinzip noch, aber da kann ich jetzt ja eigentlich hin, weil jetzt können wir surfen. Und Ulla fehlt noch. Pony. Na gut, Pony ist ein Fall für sich eigentlich. Das Ätherparadies. Schon mal, wa? Ja, schauen wir mal. Wie kommen wir jetzt am besten wieder zurück? Ein bisschen so, wa? Noch meine Pokis. Aha, holen. La 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 la. Tschüss, Glurak. Mein bester Freund. Und nicht du, Roto. Dass du mir jetzt in der Seele weh. Ja, die müssen geheilt werden. Das ist geil. Sehr schön. Wie jetzt? Nichts Neues, weil wir Manga besiegt haben? Das ist total lame. Petrium Z. Vielleicht mal etwas später, yo. Ah, aber gar nichts. Zum Verkaufen, nö. Wir haben nix. Was für ein Scheiß. Das Kaufen natürlich nicht so schlecht. Da wird eher weniger. Tränke. Super Tränke natürlich. Behalten. Beleben noch 3 Stück. So, der Hyperheiler fehlte noch. Dann passt's ja. Gut. Wieder unsere Pokis mitnehmen. Wer kommt denn da alles mit ins Team? Eigentlich logisch, wa? Die logische Wahl. Ja, irgendwas ganz gut. Hier, wie gesagt, noch warten. Auf Rocky und nach Domi, Kuma, wären du eigentlich auch episch und so weiter, aber nie fürs Erste nicht. Also nur zu 5. Da fällt mir gerade mal ein. Ich meine, so ein Z-Kraftreserve, klar, ist ein starker, spezieller Move, okay. Aber, ja, dann braucht man schon mal eine Normalattacke. Ist eigentlich nicht so effektiv, versteht ihr? Ist ein bisschen, ja, fail fast schon. So. Dann doch mal gucken, wie sieht es eigentlich mit dem Level und so weiter aus. Ja, immer noch ein bisschen hinten. Hängt ein bisschen hinterher. Alle kurz vom Level ab. Dark Toxic, dem fehlen noch aktuell 10 Level für die Entwicklung. Ja, natürlich viel. Meistens Glück weniger, ich glaube, die entwickelt sich ja alle Level 34. Ich glaube, es war irgendwie so. Zum Teil hat er noch 5 Level. Ist das nicht geil, Mann? So, wir sind auch bald schon da. Genauso ist der Paddler wieder mal bald vorbei. Das Hanu-Hanu-Resort. Was wird uns hier wohl erwarten? Versuch nach Spaß. Mit Spaß ist nichts einzuwenden.
So, von uns kann direkt sein, dass wenn wir hier da quatschen, so also dann direkt irgendwie mit der Hauptstory weitermachen. Und ich will eigentlich, wenn es geht, erst noch hier ein bisschen alles abgrasen. So, jetzt noch reingehe, sehr schön. Das ist Kuberts erste Uhr. Hä? Was, du bist Kubert? Pikachu? Hä? Kubert? Na, Pikachu? Mit B, nicht mit P. Okay. Mehr als crazy. Ja, das ist ein Typ. Zügert. Ich glaube, wir hatten hier noch viele Trainer, kann das sein? Lieber nach. Ja, genau, hier gab es noch viele, viele Trainerfreunde. Schon empfehlen. Okay. Dankeschön. Na gut, Spuren nicht gerade sehr viel Wert im Prinzip, aber lieber sowas als nichts, ja. Die Demo überall. Überall Trainer. Sankabu! Oh mein Gott, da ist sie ja, die nicht mehr ganz so goldene Schaufel. Wie so goldene Schaufel? Ja, es hat dann eine Schaufel drauf und... Naja. Wenn sich halt entwickeln würde... Quatsch. Wenn es ein Shiny wäre, wäre die Schaufel golden. So. Ongrupp! Ich glaube, das kann ich mir gerade noch so schnappeln. Schnappeln. Oh, Sandwirbel. Oh nö, jetzt dauert es noch länger oder was? Okay, Freunde, mach's noch anders. Oh, wir werden Sunkapu. Oder wie heißt das Vieh schon wieder? Sunkapu, oder? Sankapu. Sankabu. Nicht Pu, Sankabu. Okay, während Sankabu werden wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge fangen können. Und sage da wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen!